Virgin Island Autor D. Selzank Kenzie. Eine Reisebericht von D. Selzank Kenzie. Video, keine Hotelburgen, keine Shopping Malls, keine Entertainment-Komplexe, keine Fastfood-Restaurants, keine nervigen Strandverkäufer und kaum Kriminalität, keine Animationsprogramme, kein Massentourismus, kein schlechtes Wetter, obwohl ja die Queen regiert, 25 bis 32 Grad, das ganze Jahr. Als Besucher aus Deutschland muss man zweimal das Flugzeug wechseln, um hinzukommen, das klappt in einem Tag, und die meisten mit Passagiere bleiben unbekanntes Zeichen Ben auf der Strecke. Man vermisst sie nicht, der größte Luxus hier ist, dass einem niemand über den Weg läuft, wenn man das nicht möchte. Luxus hier ist Stille in der Natur, die Karibik mit ihrem kristallklaren Wasser, mit ihren Farben und Düften quasi jungfräulich erleben zu dürfen beim Schwimmen, Schnorcheln, Segeln oder einfach beim Nichtstuhl. Der große Entdecker. 20.000 Einwohner haben die British Virgin Islands, BVIs, und von den mehr als 60 Eilanden sind gerade mal 21 bewohnt. Auch wenn in Dollar bezahlt wird, seit mehr als 200 Jahren hat die Queen das Sagen, mischt sich aber glücklicherweise nicht wirklich in die Inselpolitik ein. Für Europa entdeckte die British Virgin Islands niemand geringerer als Christoph Kolumbus, der hier im Herbst 1493 mit einer imposanten Flotte von 17 Schiffen und 1500 Mann vermutlich vor einer langgezogenen Insel ankehrte. Der Genießer verpasste ihr trotz der recht schlanken Taille den diskriminierenden Namen Virgin Gorda, dicke Jungfrau. Keusche Dame im Wappen. Den ganzen Archipel betitelte er folgerichtig als Archipelago de las Vírgenes und spielte damit auf die Legende von der heiligen Ursula an, einer präto-unbekanntes zeichnischen Königstochter, die nach der Heirat mit dem Sohn des heidnischen Königs von England mit 10 Gefährtinnen und 11.000 weiteren Jungfrauen gen Rom gepilgert sein soll. In Köln war die Reise zu Ende, als die Hunnen die Stadt belagerten und sie dem Hunnenprinzen, der sie verschonen wollte, ein unbekanntes Zeichen in den Korb gab. So war es nicht Amors Pfeil, der die Märtyrerin am Ende traf, sondern der tödliche des Kriegers. Heute zeigen Wappen und Flagge der BVIs die Keusche Dame. Die nächsten Besucher scherten sich den Teufel um heiligen Geschichten. Sie waren hier, um Handelsschiffe aufzubringen, reiche Beute zu machen, und um sich danach in den Buchten der Vulkaninseln vor ihren Herrschern zu verstecken. Holländische und britische Piraten fanden hier einst Unterschlupf. Noch heute erzählen die Seekarten der Insel Weltgeschichten aus jener Zeit. Norman Island ist unbekanntes Zeichen nannt nach Captain Norman, der diese Ehre indes sicher nicht genießen konnte, weil er gehängt wurde. Unbekanntes Zeichen, als die Spanier seiner habhaft wurden. Beim Anflug auf den Flughafen der British Virgin Islands sieht man kurz vor dem Aufsetzen der Maschine in der Bucht von Trellis Bay das Eiland Benamü Cay, das an den Piraten Black Sam Benamü erinnert, der ebenso endete. Immerhin würde der Mann sich unbekanntes Zeichen kehlig freuen, dass man dort heute in der Baselast Resort genüsslich einen Rum nach dem anderen trinkt. Um die Ecke erinnert der Ankerplatz Hams Creek an einen Kompagnon von Kapitän William Kidd, der indes rechtzeitig dem Piraten unbekanntes Zeichen Leben Adieu sagte und als Siedler endete. Ist es die Schatzinsel? Ob etwa Teach alias Blackbeard ebenfalls hier unterwegs war, ist umstritten. Zwar behaupten viele, dass Stevensons Schatzinsel nur Norman Island sein könne und dass nebenan auf dem Eiland Deadman's Chest die Seelen jener 15 Männer ihr Unwesen treiben, die der Pirat dort mit nur einer Flasche Rum und einer Schatzkiste ausgesetzt haben soll, als man sich über die Verteilung der Beute nicht einigen konnte. Auf der Koralleninsel Anegada trägt der Freebooters Point indes die Freibeuter schon im Namen, weil hier Truhen voller Gold und Silber aus dem Wrack einer spanischen Galeone liegen. Nun ja, zumindest erzählt man sich das. Geschichten gibt es also genug in diesem jungfräulichen Archipel. Sie sind die Essenz der Inseln, liefern dem geruhsamen Leben mit Sonne, Sand und See die nötige Würze. Keiner kann allerdings besser und bessere Geschichten erzählen als Charles Tobias, den man mit etwas Glück in einer seiner rustikalen Pussers-Bars trifft, von denen es auf den British Virgin Islands inzwischen 4 gibt, denn der Mann ist geschäftstüchtig. Charles Tobias, Meisterstück. Charles kommt ursprünglich aus Toronto,
ist 75, sieht aus wie 60 und erkundete 5 Jahre lang die Ozeane der Welt mit seinen Freunden, aber auch Tommy, dem Schimpansen, und Fifi, dem Gepard. Unbekanntes Zeichen den. Ein filmreifes Abenteuer, und natürlich unbekanntes Zeichen stand daraus ein Film. Sein Meisterstück gelang dem umtriebigen Self-Made-Mann, als er es schaffte, der britischen Royal Navy das Rezept zur unbekanntes Zeichenstellung von Nelsons Blut zu entlocken. Sondern unbekanntes Zeichen drehen die Seeleute ehrfurchtsvoll den Pussas rum, den man ihnen seit 1655 über 300 Jahre lang als tägliche Ration, tot, genannt, serviert hatte. Am 31. Juli 1970 kam indes der Tod für den Rum, Alkohol am Steuer passte nicht mehr in die Zeit. 10 Jahre später überraschte Charles Tobias dann mit einem Coup, er verkaufte den Pussas Rum in der Originalrezeptur, gemischt nach dem Geheimrezept aus 5 Rumsorten von den Westindischen Inseln, hergestellt in den gleichen hölzernen Destillationsblasen. Anders als früher dürfen ihn heute unbekanntes Zeichen trinken, nicht nur Marinesoldaten, pur oder als Cocktail namens Painkiller, also erfrischend süßsäuerlich mit Kokosmilch, Ananassaft, Orangensaft und Muskatnuss. Die Komposition stammt unbekanntes Zeichen sprünglich von der Britin Daphne Henderson, die auf der Insel Just van Dyke die Sorge-Dollar Bar betrieb, so genannt, weil man dorthin mit den Dollarmoten in der Badehose schwimmen musste, einen Anlegesteg gab es nicht. Weil die Barkeeperin das Rezept nicht herausrückte, stürzte Tobias sich eines Tages mit einem vollen Glas in die Fluten, brachte es sicher auf sein Boot und experimentierte zu Hause so lange, bis er die richtige Mischung unbekanntes Zeichen ausgefunden hatte. Rezept unter www.pussas.com. Ich habe den Drink populär gemacht. Doch ihr unbekanntes Zeichen bührt die Ehre, ihn erfunden zu haben. Wenn sanfte Brise Segelblatt so schön es ist, unter Palmwedeln am Strand zu sieht unbekanntes Zeichen 10, einen Cocktail in der Hand, und den Wellen zu unbekanntes Zeichen zuhören, nicht tun ist auf den Bewies die schönste Beschäftigung, doch macht sie auf Dauer nicht glücklich. Hier, wo die Karibik noch so naturbelassen ist wie nirgendwo sonst in der Region, lockt das Meer. Einmal sollte deshalb jeder Reisende das Gefühl genießen, bei sanfter Brise zwischen Paradies unbekanntes Zeichen sich anmutenden Inselchen zu segeln, um sich dann in der Posse des Entdeckers zu überlegen, in welcher der Buchten man am besten ankehrt und die Nacht verbringt. Dank des günstigen Dollarkurses ist das nicht teuer. Nach Auskunft des BVI Tourist Board www.britishvirginislands.de kostet eine Woche Segelboot-Charter in der Nebensaison pro Person oft weniger als 500 €.